So good evening, everybody. Nice that you are here. There are still some guests coming. The title is also Klamit aan de Koers, so that people are still arriving here at the museum. It's a great privilege today to introduce you to the speaker, Liz Housemer, the best assistant one could wish for. I can tell from experience. She's the assistant. He's the assistant curator at here at the Museum of the Fine Arts Department. I won't take the floor too long, but I just wanted to tell you today's course, the amount that today has been assembled for the purchase of the painting, as we heard from Foucault, that 87% of the amount we're looking for, 100,000 euros, has already been donated. So we're just lacking 12.5%. 12.5% to go. And I am absolutely sure that after this lecture this evening, we will get there, if not very shortly. So, and there is a card on your chair, and where you will find some information at the back. There's even a code that connects you with the Payconic if you feel the urge to contribute. And if not, just give the card to people that can still give a donation or might be interested. It's very much appreciated. And I'm sure you will enjoy this evening's lecture. Again, Liz, the floor is yours. Thank you. Merci Ruud für die Intro. Und merci alle Guten, dass ihr heute Abend kommen seid. Ob die zweite Konferenz, die dann am Kontext von unserer Crowdfunding-Kampagne rund um den Kutter sein Champion stattfindet. Nur der erste Konferenz vom Herrn Frank Wilhelm am Juni aus der heute dann die zweite. Vielleicht war die eine oder andere Person auch dabei bei der ersten Konferenz von Herrn Wilhelm. Vortrag für allem die zwei Champions, also auf einer Seite den Nicolas Franz, den Modell vom Tableau vom behandelt wird, und noch der Gewinner vom Tour de France 1927 und 1928. Eben den Kutter, den anderen Champion, hier dann der Champion an der Malerei. Ich möchte dann heute Abend gerne befassen, als mehr den Fokus auf den Künstler selber, vielleicht mal auf den Modell. Da ging ich einerseits gerne probieren zu weisen, was dann die kunsthistorische Bedeutung ist von dem Tableau für als Lützeburgische Kunstgeschichte. Und auf der anderen Seite auch dann situieren am Kutter seinem Gesamtwerk und auch gucken, was diesen Tableau für Aussammlungen spezifisch am Nationalmuseum bedeutet. Auf wie werde die so wichtig ist, für an unsere Sammlungen abzuholen. Ich möchte so froh in der widmen, ging ich aber für dich bis genau darauf eingehen, wie denn Joseph Kutter überhaupt war. Heute zu Lützeburg ist hier wohl von den bekanntesten Artisten aus dem 20. Jahrhundert überhaupt. Gilt als Hauptvertreter vom Expressionismus im Land. Ich meine, über keinen anderen Artist gibt heute zu Lützeburg über die letzten 100 Jahre so viel geschrieben wie über den Kutter. Wenn man sich die Rezeptionsgeschichte von Kutter anguckt, stechen verschiedene Figuren aus der Lützeburger Kunstgeschichte heraus, die maßgeblich dazu beigetragen haben, dass den Kutter sein Werk so gut abgeschafft, als an seinem Tod 1941 auch zu so viel Unerkennung zu Lützeburg gefunden hat. Auf 40 Jahren ist er für allem dann auch den Joseph Emil Müller, den ersten Zuständigen für den Service d'Éducation Ästhetique und dann auch Konservateur vom Service Beaux-Arts am damaligen Musée de l'État, also dem heutigen Nationalmuseum, den einen von den größten Verfasster und auch Unterstützer von Kutter auch schon zu seiner Lebzeiten war. Er hat die erste Monographie 1945 über den Kutter geschrieben, aber bis an die 80er Jahren weiter 3 Monographien über den Kutter herausgebracht.
Das wohl wichtigste, kompletteste Werk an der Literatur über die Kutter, also aber definitiv den immens kompletten Katalog Raisonné, den 1994 an einer ersten Version und 2008 an einer zweiten Auflage bei Edition Saint-Paul rausgekommen ist, auch von Jean-Luc Holz, auch ein freier Konservateur von der Section Beaux-Arts, für allem auch vom Edmond Thiel, dem ehemaligen Chef du Service Éducatif Freier Musée, verfasst ist. Das die natürlich just pur nehmen und es gibt noch ganz viel anderer. Aber wenn wir weiter gesehen kommen die heute nehmen eben besonders oft hier, wenn sich mal Kutter und noch mal Champion beschäftigt. Auch wenn ich mal sicher bin, dass die allermeisten, die heute nur hier sind, wohl mit Kutter seinem Werk vertraut sind, also es eigentlich ganz hilfreich für den Artist anhand von seiner Biografie ein bisschen besser situieren zu können. An einen kurzen Überblick auch zu gehen von seiner artistischen Karriere. Wichtig von Anfang an zu betonen, also auch, dass der Kutter ein Künstler aus der Zwischenkriegszeit war, was hier natürlich sowohl aus seinem Leben, mehr aber auch aus seiner Karriere als Artist zu Lützeburg ganz stark markiert hat. Die gewissen Hang zur Melancholie, den ihn immer aus seinem Werk findet, an dem man auch immer zugeschrieben wird, lässt sich natürlich auch aus seinem Charakter verstehen, mir sicherlich auch in der ganz schweren Zeit, an der er gelebt hat und auch als Artist geschafft hat. Der Kutter ist also den Joseph Kutter aus den 12. Dezember 1894 zu Lützeburg auf die Welt gekommen, als Jung von Paul Kutter an dem Clara Geissen. Sein Pap war Fotograf und hat sein Atelier ganz nahe vom Verschmacht, nämlich direkt hier. Hanna da ist am Haus Nummer 6 an der Rue Wildheim, also direkt Hanna dem Verschmacht, wo die Familie gelebt hat, war also dem Kutter sein heimisches Haus war. Den Abfluss vom Pap, den noch die von seinem alle Bruder, dem Edouard Kutter, die allen zwei Fotografen waren, haben einen wichtigen Einfluss auf den Kutter gehabt, auf den er später noch mehr genau wird angehen. Mein Wunsch, für Maler zu gehen, als den jungen Kutter ab 1911 an die Handwerkerschule hat zu Lützeburg und dann auf die Kunstgewerbeschule zu Straßburg und zu München studieren gegangen. Dono schreibt hier sich auf der Kunstakademie zu München an, wohin aber nicht mehr kurz bleibt, aber weiterhin noch bis 1924 zu München lebt. Während den 7 Jahren, wo den Kutter zu München wohnt, lehrt hier noch die zwei große Auflöse kennen, die hier während seiner artistischen Karriere immer weiter begleiten, also seinen artistischen Werdegang stark beeinflussen. Das ist dann einerseits die französische Malerei, Paul Cézanne, die natürlich von den Hauptfiguren schlechthin von der modernen Malerei ist, und auch den deutschen Expressionismus, den aber, muss ich sagen, an einem Land wie, oder in einem Bundesstaat wie Bayern damals zu München noch relativ moderat war. Das Auflös erkannt die natürlich dann auch an den Wirken, wie man es auch gesehen hat. Ich muss sagen, die können die Wirken auch an Realität angucken. Viele hängen an also permanenten Expo, leider gesagt, die Farben kommen nicht gut raus, respektive sie sind auch viel mehr stark, wie er wirklich geht. Habe gesagt, also die Auflöse von den genannten Künstlern kann die Werke, die an der Zeit zu München produziert, beschreiben als in relativ noch moderat expressionistische Bilder und Zeichnungen, wo eben für allem die Idee von der Farbe und von der Komposition eine ganz große Rolle spielt. 1924 könnten dann noch Lützeburg zurück, wo noch bis zu seinem Lebensende bleiben. Natürlich mit der Exception von seinen seelischen Reisen, die er nach durch Europa möchte. Wie die Kutter selber in einem Interview von 1934 an der Wochenschrift A bis Z sieht, ist er überzeugt, dass er mit seinem Retour auf Lützeburg wirklich zu sich selber als Artist gefunden hat. So schreibt er, ich bin überzeugt, dass ich erst von diesem Augenblick an mich persönlich entwickelt habe, weil ich so ganz auf mich selbst angewiesen war.
Ab 1924 stellt hier dann nieft München auch noch zu Lützeburg aus. Und das vor allem alljährlichen Salon du Cercle Artistique. Zu Lützeburg, wo sie Nuen, wie man es auch heute gesehen, ob viel Unverständnis auf Seite vom Lützeburger Publikum an der Lützeburger Presse treffen. Wir mit den konservativen Aussichten von dem genannten Salon du Cercle Artistique zu brechen und auch mit dem Akademismus vom 19. Jahrhundert, den sie vertritt, gründete Kutter schließlich 1927 zusammen mit einer Reihe weiterer Künstler, darunter zum Beispiel auch den Nico Klopp, den Auguste Tremont oder auch den Harry Rabinger, die sogenannten Lützeburgische Sezession, die bis 1930 aktiv war. An den kommenden Jahren stellte Kutter unter anderem zu München, zu Berlin, zu Paris, zu Brüssel und zu Antwerpen aus, wohin am Gegensatz zu Lützeburg bei den internationalen Kritikern auf ganz viel Verständnis und Appreciation trifft. 1936 ist es dann endlich soweit, dass hier noch aus einem eigenen heimisches Land auf die Anerkennung trifft, auf die so lange warten musste. Hier kriegt ein offizieller Staatsauftrag für die Weltausstellung zu Paris von 1937 den Lützeburger Pavillon zu bespielen. In diesem Kontext stehen dann die ganz bekannten großen Bilder, die zwei Aussichten von der Stadt Lützeburg und von Klief, die auch ganz lang diese Scheuern als Sammlung befanden, und ganz lang an der sogenannten Kuttersaal und zweite Stock vom Museum ausgestellt waren. Das auch während dieser Zeit, ab ungefähr 1934, wo die Kutter der erste Unzeichen von seiner mysteriösen Krankheit erlebt, die Doktoren wieder wirklich deuten können, nachheilen können, und der hier noch bis zum Ende von seinem Leben wird leiden. Nachdem sich sein Zustand am Ende von den 30er Jahren immer mehr verschlechtert, stirbt die Kutter schließlich 1941 am Alter von just 46 Jahren und einem Hirnschlag. Wie ich eigentlich relativ sehr an dieser Kurzfassung von seinem Leben und seiner Karriere heraushören kann, hatte Kutter keinen einfachen Weg, für heute zu Lützburg mit seiner Kunst unerkannt zu gehen. In dem Sinn ist der Woche hilfreich für den Kontakt von der modernen Kunst heute zu Lützeburg an der Zwischenkriegszeit, also an den 20er, 30er Jahren, wo auch der Champion, auf dem wir dann noch gleich zu Schwarzwerte kommen, entstanden ist, besser zu verstehen. Das ländliche Lützeburg war auch damals keine Großstadt, es hat keine Kunstakademie und gewiesen auf die aktuellste Kunstproduktion vor allem am Kader von dem eben schon erwähnten Salon du Cercle Artistique. Tendenzen von den lokalen Künstlern, die hier ausgestellt haben, waren meistens realistisch, auch um dem 19. Jahrhundert Akademismus relativ konform. Die was hatten sie impressionistisch sich. Sie waren nicht wirklich uneckend oder so beim Publikum irgendwie zu großer Kontroversität gesorgt. Abfluss von außen, von dem was eben am Ausland durch Kunst produziert ging, waren zu Lützeburg nicht wie das heute der Fall ist, nicht wirklich präsent. Das reicht nur im Zweiten Weltkrieg, dass die moderne Kunst auch wirklich zu Lützeburg gekommen ist. Und so los ihre Weg gefunden wird durch eben noch das regelmäßig Organisieren von Expoen von moderner Kunst, auch mit vielen ausländischen Künstlern, vor allem französischen Künstlern. An dem Friedrich schon ernimmten Interview von 1934 bringt Kutter selber die Haltung zu der modernen Kunst damals zu Lützeburg ziemlich gut auf den Punkt. Auf die Anmerkung hin, dass der Kontakt mit dem Lützeburger Publikum für hier echt schwieriger gewesen wäre, antwortete Kutter: Ja, und ich kann das begreifen. Ich kann nicht erwarten, dass ein Mann von 50 Jahren, der sein Leben lang unter ganz anderen Voraussetzungen der künstlerischen Betrachtung stand, ein Bild von mir haben will. Aber man kann es auch niemandem verdenken, dass er kein Verhältnis zu meinen Bildern hat. Man hat hier eben zu wenig Gelegenheit, sich mit moderner Kunst vertraut zu machen. Ich bin nach wie vor der Meinung, wir müssten von Zeit zu Zeit eine Ausstellung moderner ausländischer Künstler bei uns sehen. Ich habe in Deutschland in Städten von 60.000 Einwohnern Galerien gefunden, in denen man sich eine ganze Reihe von Werken neuer Franzosen ansehen kann. Das Publikum kann sie sich jeden Tag anschauen.
Das könnten wir wenigstens dann und wann hier auch eine Ausstellung vertragen. Dann müssten in unseren Schulen schon die jungen Menschen mit der modernen Kunst vertraut gemacht werden. Es gibt ja heute eine Reihe von ausgezeichneten Drucken. Man müsste sie in unseren Schulen aufhängen. Kurse in Kunstbetrachtung zu verlangen, wäre ja wohl zu viel gewagt. Nur diesem kleinen Ausschweif dann an die allgemeine Haltung von dem Lützebauer Publik, an der Lützebauer Gesellschaft an den 1930er Jahren par rapport zu der modernen Kunst, ging ich dann endlich dann auch auf das Hauptuleis von heute Abend, nämlich dem Champion zu schwätzen kommen. Der Champion ist, wie gesagt, 1932 entstanden. Und wie ich schon anfangs gesagt habe, als den bekannten Lützebauer Willesfahrer Nicolas Franz, dem Kutter sein Modell häufig gewirrscht, in 27/28 den Tour de France gewonnen. Und wie aus dem Katalog Raisonné wird der Künstler rausgeht, aus dem ersten Kontakt wohl durch den Künstler entstanden, respektive der Künstler als ob der Willesfahrer durchgegangen und heute gefroht, für sein Atelier posieren zu kommen. Weitere Informationen par rapport zu dieser Begegnung und wie du zu kommen hast, konnte ich leider nicht rausfinden. Wie der Frank Wilhelm aber schon an der 4. Konferenz angedeutet hat am Juni, kann es eventuell möglich sein, dass der Kontakt durch von den Brüdern von Kutter, den Bernard Kutter, den auch mal Foto vom Franz gemacht hat, wo man also Prüfen haben, dass die Foto von Bernard Kutter sind, dass es eventuell durch den Kontakt zustande kommen sind, aber das bleibt aber natürlich just eine Hypothese. Wenn in dem Kutter sein Tableau neben ein paar Fotos von Franz aus der Zeit setzt, kann den deutlich, dass der Künstler sein Modell nicht einfach so der Realität nur porträtiert hat. Der Gegenteil ist der Fall. Der Champion hat nämlich ganz andere körperliche Proportionen und auch relativ andere Gesichtszüge. Mir fand ich vielleicht auf den ersten Blick, also sogar vielleicht auch noch auf den zweiten Blick, die Ressemblance mit Franz nicht direkt erkannt. Er kann ihn trotzdem sehen, was diesen Tableau soll durchstellen. Durch seine Tenue und den Velo am Hintergrund bleibt kein Zweifel, dass es sich um einen Sportler handelt, ein Cyclist. Seine Medaille am Tricolor und die kleinen 3 Blumen, die er an der linken Hand hält, deuten dann noch darauf hin, dass es ein Sportler ist, den eine Victoire handelt sich hat. Sein Pose ist ganz decisiv, steht fast mit seinen angewinkelten Beinen am Boden und hat seine Rätshand ganz determiniert an der Taille. Wie man den anderen Fotos direkt an den Druck gesehen von Franz, aus der ein Pose, die von diesem Champion gerne angeholt sind, also von denen, wo viele Fotos so existieren. Dem Kutter seinem Champion, sein ganzer Körper protzt nicht mehr so von Muskeln, die durch die schmale Teil vom Cyclist noch viel mehr prononciert gehen. Wenn sich sein Gesicht anguckt, mit dem leicht angespitzten und zugespitzten Mund, kann die bald meinen, dass der Cyclist Luft anhält, wodurch sein breiter Brustkorb noch viel mehr zur Geltung kommen. Der Blick lässt nicht viele Emotionen erkennen, sie sind dann nur durch ein paar blau und schwarze Striche angedeutet. Was natürlich am Gesicht auch auffällt, ist die ganz dominante und große Nuss, die durch die starke Schiert, den auf sie fällt, klar vom Rest vom Gesicht, den mehr ein bisschen Bächen, Hallen, Brontengehalers stark heraussticht. Allgemein als Gesicht und auch der Rest vom Körper immens geometrisch aufgebaut. Et Lesen und dem Cézanne sein berühmter Spruch denken, Satz denken. Tout dans la nature se modèle selon la sphère, le cône et le cylindre. Auch wenn der Kutter mit Cézanne seinen theoretischen Gedanken wahrscheinlich vertraut war, so hat er aber keine kunsttheoretische Überlegungen per se selber gefordert oder niedergeschrieben. Wie der Joseph Emil Müller 1946 schreibt, hat er seine Bilder viel mehr avec tout son être et non seulement sa tête produziert. Das reflektiert sich auch an der immensen Wuchtigkeit, mit der der Kutter als heute Champion weist. An dem Range Velo, den ihn am Hintergrund gesagt, wirkt die Figur vom Cyclist
immens monumental, was da schließlich auch nicht auf den Sujet vom Champion an die Idee von der Victoire zurückzuführen ist. Das Charakteristik vom über die Nächstimme vom Sujet auf vom Mulweis, dem Übermitteln von einem bestimmten Ausdruck, den am Expressionismus eben besonders angestriffen gouf, als etwas, was dem Müllerno recht ab dem Champion am Kutter seine Figuren abtaucht. Himno sind nicht just die malerische Qualitäten von der Farbe und von der Komposition, Qualitäten, die der Kutter an andere Bilder oft mehr prioritär behandelt wird, die den Artist an diesem Werk interessiert, mir geht um etwas mit Davis, eine Figur, die ihr Gefühl austrägt und eine Idee vermittelt. Am Fall vom Champion, also eben das Gefühl von der Kraft, von der Stärke und von der Victoire. Zu der Malweis, die genauso eine Wuchtigkeit und auch eine Expressivität, wie die Figur vom Champion selber austrägt, trägt natürlich trotzdem auch die Farbgebung zu einem größten Teil bei, dass das so eine Wirkung hat. Die stark Rottöne, die das Bild dominieren, gehen auf verschiedene Plätze an das Bronze drüber und harmonieren mit den Ockertönen, die man am innersten Teil vom Bild gut erkennen. Auf anderen Plätzen aber wirkt das Rot immens kraftig und knallig, so zum Beispiel auf der zu klein gerotener Cap, Cap vom Champion, die seinen ganz strengen Mund oder auch die Blumen aus seiner Hand. Der Hintergrund ist immens düster, wodurch natürlich die kräftigen Farben noch viel mehr herausstechen und der Kutter des Champion wirklich an den Avantplan von seinem Bild setzt. Die rote Farbe wird auch noch zusätzlich gestärkt durch den starken Komplementärkontrast mit dem geringen Rideau am Hintergrund, den einen die Idee gibt, wie wenn der Champion auf einer Bühne stehen. Auch Belichtung und Manier, wie die Lucht schon bald dramatisch auf den Champion fällt, gibt dem Ganzen quasi theatralischen Charakter, den es an eine Inszenierung denken lässt. Weil die fand ich auch mit der Idee von der Inszenierung an direkt Korrelation setzen, aus der gewissen Ironie und auch der gewissen Humor, den der Champion weist. Wie ein Direktor, den Herr Michael Pulver am Video zu der Crowdfunding-Kampagne richtig hervorhebt, handelt es sich absolut nicht um eine nationale Heldenverehrung. Ganz am Gegenteil, als Darstellung vom Champion, weil er so überspitzt, dass er ziemlich karikaturistisch wirkt. So empfindet ihn zum Beispiel, dass die Blumen, die in Sophirus schafft, als ziemlich unbeholfen, also ein starker Mann mit so viel Muskeln an der klobischen Hand, die kleinen 3 Blumen hält. In dem Sinn als durch eine Eigenschaft, die möchte, dass diesen Tableau am Vergleich mit anderen Figurentableau von Kutter ganz deutlich heraussticht. Humor ist nämlich ein Attribut, das in dem Kutter seine Menschenfiguren, wie ich auch noch später werde bis mir genau darauf eingehen, nicht immer so ganz schnell zusprechen kann. 1932, am nämlichen Jahr, wie das Werk vom Champion dann entstanden ist, also auch die erste direkt ausgestellt ging. Das ist also für die Salon de l'Automobile zu Paris ausgestellt ging und dann im berühmten Salon d'Automne auch zu Paris. Und vor allem der Salon d'Automne, den eben als Ziel hat, die neuesten Tendenzen an der modernen Malerei zu weisen, war eine ganz wichtige Plattform, die die Künstler wie den Kutter erlaubt hat, an einer Kunstmetropole wie Paris, neben großen Nymphen Demos, auch hier Werke auszustellen. Nachdem der Kutter auch schon 1930 ganz positiv von den französischen Kunstkritikern zu Paris im Salon d'Automne abgeholt ist, hat auch der Champion Gefallen bei den französischen Kollegen fand und das positiv an der Presse aufgefallen. An der Revue de France schreibt André Salmon den 15. Dezember 1932 über den Champion zum Beispiel folgendes. Le Luxembourg, le vieux département des forêts, a peu de peintres, pourtant de sites pénétrés de poésie salubre. Mais Joseph Couder
n'est pas paysagiste s'il est à lui tout seul l'école du Luxembourg. Son champion s'inscrira dans notre souvenir parmi les tableaux les plus francs d'accent de sentiment de ce salon. Suite vom Salon de Tom ist Werk 1932 dann auch schon direkt verkauft ging, nämlich in Galerie Kunstsalon Wolfsberg zu Zürich. Das tut Bild und wie am Katalog raisonné steht, 1959 und die Lützeburger Sammler weiterverkauft. Ob Bild und noch ein Käse Proprietär zu Lützeburg gewechselt wird, bis das jetzt seinen Platz, seinen aktuellen Platz bei seinen aktuellen Besitzer gefunden wird, konnte ich leider nicht rausfinden. Mir steht fast, eben, dass die aktuelle Lützeburger Familie, das wirklich gehört, die Muse, den Tableau, seit den 90er Jahren als langjährige Prä eben zur Verfügung stellt. Für die Champion besser können zu verstehen, muss ihn aber auch am brede Kader von Kutter seinem Gesamtwerk können situieren. Als Marionette géante, wie de Paul Vierens den Tableau 1932 an der Presse nennt, wirkt den Kutter sein Gewinner absolut stark, überhaupt nicht beweglich oder sehr, wie ihn das von einem Champions-Vorgänger werden. Mit das nicht die einzige Figur an Kutter seinem Werk, die so marionettenartig Zischkindebalson hat. Den Tableau reiht sich nämlich an den ganzen Zyklus von Figuren, die an 30er Jahren entstanden sind. An dieser Reihe finden die neben dem Champion dann noch andere bekannte Werke wie den L'Homme au doigt coupé aus dem Jahr 1930, den Athlète sa femme, den Jahr drüber entstanden ist, Suzanne von 1933 oder auch nach den Pêcheur auch aus dem Jahr 1933. Das sind natürlich just ein paar von diesen Werken aus der Kutter-Serie von großen Menschenfiguren aus den 30er Jahren. Dabei kommen natürlich noch ganz viele andere. Mir für allem, die beim Publikum relativ bekannt sind natürlich auch sind Klonen, die oft als psychologisch Autoporträts angesehen und gedeutet gehen an eben viel nach einer deichter Konnotation, an eine große Melancholie und noch einen gewissen Trauer ausstrahlen. Sowohl die Literatur wie auch der Kutter selber haben seine Figuren als mit die wichtigsten Werke aus seinem Oeuvre angesehen. Das hier, wo sein ganz persönlich, sein authentisch und ehrliche Malerei am besten zum Ausdruck kommt. Obwohl seine Werke an ihrer Art und Weise oft ganz spontan abgedroht wirken, hat den Kutter immens lang aus seinen Bildern geschafft, er sich da zufrieden gegeben hat und sie als fertig empfunden hat. So erkennt ihn auch auf viele Bilder auf verschiedenen Plätzen, Übermalungen, auch beim Champion, die vielleicht darauf hindeuten, dass sich in der Malschicht wie Meselo gesehen, während dem Entstehungsprozess vom Bild auch vielleicht noch etwas anderes gefunden hat. Wie der Künstler selber zu seinem Pêcheur, den er dann 1933 auch an den Salon de Tom gehen hat, sieht, aus seiner Malerei alles anders wie dem Zufall überlos. So schreibt hier, der Eindruck, als seien meine Bilder sehr schnell entstanden, ist durchaus falsch. An meinem Fischer habe ich 4-5 Jahre lang gearbeitet. Das Frische an meinen Bildern, das, was als zufällig erscheint, kommt daher, weil die Bilder zuletzt in einem guten Augenblick, der von selbst kommen muss, auf einmal zu Ende gemalt werden. Wenn der Augenblick vorüber ist, dann höre ich auf. Das Bild ist fertig. Was auffällt, wenn in alle guten großen Figuren neben den nie gesagt, ist genauso, wie ich schon beim Champion 4 gehoben habe, die große Monumentalität, mir auch die Mobilität von den durchgestalteten Personen. So haben etwas ganz Skulpturales aus sich. Sie sind oft für einen ganz düsteren Hintergrund gesetzt, die möchte, dass sie daraus wie plastisch rausgeschnitzt oder rausgeformt wirken, wie wenn die Künstler heimgehen wie Skulptur schaffen. Joseph Emil Müller bemerkt richtig, dass die Kutter als eine große Figuren immer mit dem nämlichen Formenschema vorgeht. Charakteristiken von der Form, die für den Champion zutreffen,
treffe genauso für den Pêcheur und auch für den L'homme au doigt coupé zu. Auch die Idee vom Poséieren könnt quasi all die Figurenbilder aus den 30er Jahren herum, meistens auch am Porträtsformat. An den pur biografischen Informationen, die ich am Anfang von diesem Vortrag gegeben habe, habe ich auch dann den Beruf von Kuta seinem Papa und noch seinem Bruder als Fotograf aufmerksam gemacht. Und wie viele Autoren, die noch an der Literatur über die Kuta ganz oft deuten und hervorheben, kann ich stark unholen, dass die Kuta auch eben von dem fotografischen Milieu stark beeinflusst, genau was sein Kunststück geht. Für den von den sich so anguckt, hat ihn eben Gefühl, sie gingen posieren, auch von vor allem, wenn man sich den Hintergrund anguckt, wie man beim Champion gesagt hat, die geringe Rideau, man den gegen den Rideau rumfahren, auch an den anderen Figuren, was eben an ein dämonischen Fotosatelier erinnert, und dadurch eben meinem Pap oder meinem Bruder eine Verbindung gesetzt sind. Da gesehen wir beim Champion, mit den nämlichen Eindruck hat ihn dann eben auch, wie man gesehen beim Suzanne oder beim L'homme au doigt coupé, die auch mit den Blumenvasen, die neben hin oder am Hintergrund stehen, bis vermitteln, wie was sie bei einem Fotograf für einer Linse sitzen. Der Paul Vierens fasst an den Cahiers Luxembourgeois vom Februar 1946 dem Kuta seine Figurenbilder relativ treffend zu summen. De quoi est faite la personnalité de Joseph Cutter? De ceci vraisemblablement, tout d'abord, qu'il est un créateur de types. Pas seulement un peintre de figures, mais un évocateur de silhouettes qui valent, par leur caractère, outré parfois jusqu'à la caricature, et par leur style, jamais poussé jusqu'à la stylisation. Il observe l'humanité d'un œil critique. Einfluss von anderen Künstlern, vor allem auch den französischen, den flammännischen und den deutschen Expressionisten, gehen oft an der Rezeption zum Kutter seine großen Figurentableauen betont. Während der Künstler an der französischen Malerei dann erst sich vielleicht für die Farben interessiert hat, als es bei den flämischen Künstlern vor allem die Form, den größeren Eindruck beim Kutter los hat. Die Künstler, die in diesem Kontext immer auftaucht, als dann den flämischen Artist Constant Permeke, die genau wie die Kutter zwischen den zwei Weltkriegen aktiv war. Bekannt ist hier vor allem für seine immens Expressivfiguren, die oft aus seinem alltäglichen Leben entstammen und das lokale Leben an den Küsten dürfen an der Belsch von Demos porträtieren. Segler und Fischer, die ihn durchstellt, haben immens Hartformen. Sie wirken bald wie als Holzskulpturen geschnitzt und oft an ganz düsteren, gedeckten Farben. Aber sie haben eben noch die ganz geometrischen Formen. Die Gesichter und Körperformen wirken noch relativ verzerrt. Und die Ballen das auch wie beim Kutter, das naiv, das karikaturistisch rüber. Das sind also alles Merkmale, die man auch beim Kutter rumformen. Aber besonders eben noch beim Champion. Der Kutter feiert das stilistische Merkmale natürlich auf eine medus Art und Weise und auch mit viel mehr Farbe aus, aber ein Einfluss von Permeke lässt sich trotzdem ganz klar erkennen. Wenn man es nach in den Kontext von der Lützebäuer moderner Kunstszene oder der existierender Kunstszene an den 30er Jahren erinnern, leidet nämlich auch auf der Hand, dass ein Artist wie der Kutter nur Bauste geguckt hat und nicht nimmen, mehr auch, weil seine eigene Kunstleute keine wirklich neue, avantgardistische Ideen hervorgebracht haben. Genau wie die Artisten nicht hautnah erleben, als war Lützeburg in dem Sinn schon immer geprägt von einem wertvollen, offenen europäischen Échange, der weit über die Grenzen von unserem Land rausgeht. Nur dieser für allem kunsthistorischer Analyse ging ich dann noch gerne auf den Titel von diesem Vortrag eingehen, nämlich, dass es ein Schlüsselwerk für uns Kollektionen ist.
Weil nicht nur am Gesamtwerk von Joseph Couta hält der Champion eine ganz zentrale Rolle an, mehr auch an der Geschichte vom Nationalmuseum, wo es sich eben über die vielen Jahre, wo es sich heute befindet, zu einer richtigen Ikone von unserer Dauerpräsentation entwickelt wird, die nicht mehr noch schwer vom Verschmacht wegzudenken ist. Nachdem der Couta also in den Mit-20er Jahren mit seinen Kunstwerken, für allem auch seine Figurenbilder halt zu Lützeburg immer auf ganz großen Widerstand getroffen hat und nicht mehr bis auf ganz wenig ausgewählte Leute, vor allem auch Kritiker gestoßen ist, die kein Verständnis für seine Kunst konnten und wollten abbringen, hat der Couta an den freien 30er Jahren dezidiert, seine Toilen nicht mehr zu Lützeburg auszustellen. Wie den Edmond Thiel an Laro Luxembourg schreibt, befindet ihn sich ab diesem Moment an einer relativ paradoxen Situation, où les peintures les plus fortes et les plus originales exécutées par un artiste luxembourgeois dans les années 30 seront totalement invisibles pour le public local, excepté pour ceux, ils sont peu nombreux, qui s'aventurent dans l'atelier du peintre. Tout ce que le public luxembourgeois peut voir du Couta dans des peintures de fleurs sont des peintures de fleurs ou encore quelques gouaches. Des œuvres plus ou moins alimentaires représentant des vues de la Moselle ou du Chiemsee que l'artiste expose de temps en temps à la Galerie Paul Brück. Nachdem der Champion also 1932 zu Paris ausgestellt war und von der Galerie Wolfsberg zu Zürich gekauft ist, wurde aber nach ein paar Jahren gedauert, bis dann eine zweite Kehr zu Lützeburg oder überhaupt zu Lützeburg ausgestellt ist. Das nämlich schon im Jahr 1946, also 5 Jahre nach dem Tod des Künstlers und nach dem Ende des Krieges, dass endlich dazu kommt, dass eine große Retrospektive von Couta zu Lützeburg organisiert wird. Sie wird also organisiert, wie man gesehen, vom Musée de l'État, dem heutigen Nationalmuseum, und weist die Ausstellung unter der Leitung von Joseph-Aimé Müller, den eben den neuen Responsablen vom Service d'Éducation Ästhetique am Museum ist, rund 100 Toilen, Zeichnungen und Gouachen von Couta hier verschmacht. Mit dieser Ausstellung lädt Müller den Grundstein für die große Anerkennung, die der Couta nach seinem Tod hier am Land findet. Auch der Champion dürfte natürlich auf dieser Expo nicht fehlen, wie immer am Katalog von dem uns gesehen, als er von der Galerie Wolfsberg auf Lützeburg ausgeliehen gehen. Und in den weiteren Jahrzehnten, die noch kommen, organisierten Museen noch immer monografisch Expo über die Couta, die dazu führen, dass das Lützeburger Publikum den Künstler immer mehr zu appreciieren lehrt und zu einer populären Figur von der Lützeburger Kunstgeschichte ist, die in den meisten Leuten hier im Land auch heute noch ein Begriff ist. Auch im Ausland, zum Beispiel am Musée National d'Art Moderne, aus der Couta ausgestellt in 1950, nach einmal zu Paris 1986 als ein Retrospektiv organisiert ging und noch 1995 zu Charlottenburg zu Berlin am Schloss Charlottenburg an war sogar mit Bilder auf der Biennale zu São Paulo an den 50er Jahren vertreten. Auch heute von den Couta sind Werke noch an wichtigen internationalen Kollektionen, so zum Beispiel am Centre Pompidou zu Paris oder am Stedelijk Museum zu Amsterdam. Dem Couta seine Rezeption hat zu Lützeburg hat sich also ab der zweiten Hälfte vom 20. Jahrhundert drastisch geändert. Ein Erfolg, die von allem eben noch durch den Musée de l'État und dem späteren Nationalmuseum geprägt ist. Allerdings soll ich noch aufpassen, für nicht zu probieren, den Couta als zu viele großen Revolutionär von der modernen Kunst am 20. Jahrhundert umzusehen oder durchzustellen, weil das war nämlich nicht. Hier gilt zwar heute zu Lützeburg als ein Vertreter, was die expressionistischen Tendenzen angeht,
Mir war weit davon erwäscht für ein Innovateur von seinem Domain, von seinem Genre, vom Expressionismus zu sein. Wenn ihr guckt, in Frankreich und Foven expressionistische Ideen schon 1905 angelegt, und in Deutschland sind Gruppen wie die Blaue Reiter oder die Brücke-Künstler, um ein paar Jahre mehr später zurückzuführen. Als Reaktion auf die Kutte-Expo, die ich just schon erwähnt habe, von 1986, am Musée de l'État, am Musée de l'Art Moderne Paris, wo der Journalist vom Lützebäuer Land eine bisschen mehr kritische Haltung zum hohen Stellenwert von Kutter zu Lützeburg angeholt. So steht hier noch froh, ob Kutter den 10 bis 15 Jahre hannert den Anfang vom Expressionismus zu situieren ist, an einem anderen Land wie Lützeburg auch zu genauso größer Anerkennung front hat oder zu so größer Anerkennung brüscht hat. Heute darauf antworten, c'est difficile à dire. La réprobation puis l'admiration des Luxembourgeois dont il est successivement l'objet illustre magnifiquement la torpeur dans laquelle évoluent les esprits dans notre pays. Puis, une fois approuvée, l'idée, l'image, le peintre, les Luxembourgeois ne lâchent plus prise. Ils veulent garder, conserver à tout prix même ce qui peut-être n'est plus de date. Et ils s'étonnent que leur Joseph Cutter ne fasse plus les malheurs d'autrefois. Ich denke, es geht also darum, die Kutter am Kontext von seiner Zeit, von seinem Environnement, also wirklich von Lützeburg, zu verstehen und noch wertzuschätzen. Hier war kein Avantgardist, den die moderne Kunstgeschichtsschreibung revolutioniert hat, man hört als ganz persönlich, ganz authentisch, wirkanlos, dass die Lützeburgische Kunstgeschichte an den Anfang von der modernen Malerei hier im Land geprägt haben, wie wenig andere gemacht haben. Das ist auch ein Témoignage von einer bestimmten Zeit, der Zeit zwischen den zwei Weltkriegen, dass wir am Kutter seinem Övre empfangen. So versteht sich ein Kunstwerk, und damit auch der Champion, immer in seinem Kontext, die sich mit der Zeit auch weiter evoluiert. Wie den deutschen Kunsthistoriker Joachim Penzel über dem Hans Baltung seine Idee vom Kunstwerk im Kontext schreibt: Ein Kunstwerk zu verstehen, heißt nicht nur nach dem ursprünglichen Bestimmungsort und dem damit verbundenen Gebrauchszusammenhang zu fragen, sondern heißt auch, es im Wandel seiner Funktion zu begreifen und deshalb nach seinen im Laufe der Geschichte auf mehrfach geänderten Kontexten zu fragen. Prinzipiell sind die Kontexte, in denen Kunstwerke auftauchen können, vielfältig. Daher gehen die verschiedenen Kontexttheoretiker davon aus, dass eine Werkbedeutung nie abgeschlossen, sondern einem ständigen Wandel unterlegen ist. Und so ist es auch mit einem Champion von Joseph Kutter. Auch hier gewinnen die Vatoren immer eine neue Bedeutung, seit seiner Entstehung 1932 bis heute. Ein Beispiel häufig bieten auch eine Reihe zeitgenössischer Lützeburger Künstler, die sich an ihrer Arbeit mit Kutter als einer Bedeutung für die Lützeburger Kunstgeschichte auseinandergesetzt haben. Der Roland Scholz hat zum Beispiel eine ganze Serie Werke geschafft, die dem Lützeburger Expressionist dem Kutter gewidmet ist. Interessanterweise stellte Scholz den Kutter, wie man hier gesehen, mit einem Heiligenschein durch. Auch bei einem Künstler wie dem Gast Michels, an dem seine Arbeit Ikonenspieler aus der Lützeburger Geschichte, aus der populären Geschichte, aus der Kultur mal drauflesen, hat ein Klon und eine Zeichnung von Kutter seinen bestimmten Platz. Nicht zuletzt also dann noch durch Aktionen wie dieser, der aktuellen Crowdfunding-Kampagne, dass der Champion an unserer heutigen Zeit eine neue Bedeutung gewinnt und durch eine aktive Partizipation an den gemeinsamen Effort von uns alle sei wie hoffentlich an als Nationalsammlung gepackt, also auch nach den zukünftigen Generationen erhalten bleibt. Bleibt mir da just noch zu sagen, dass ich alle herzlich einlade, mit uns an Kurs zu klammen und dann zu hoffen, dass den Kutter auch weiterhin die nächsten Jahre hier am Museum kann ausgestellt gehen und erhalten bleiben. Merci.
Danke, Liz, für den schönen Beitrag. Wir sind auch fast da. 12,5% fehlt noch. Gut, wie der Frank Schleck sagt, der Champion Leclerc-Favorit. Das war sehr interessant. Vielleicht gibt es noch Fragen. Und dann ist jetzt die Gelegenheit, dies zu stellen. Ich wollte fragen, du hast gesagt, du sind hier nicht immer im übermolt. Hast du auch bei dem Dutten etwas vielleicht von gehen oder das durchliegt? Übermolt, dass die Sachen, die man bloß in einen gesagt, dass innen drin eine Farbe gesagt, dass du drüber einen anderen Pinselstrich hast, dass du nicht durch eine Analyse entstanden. Das sind Sachen, die ich man bloß in einen entdecken. Voilà. Weitere Fragen? Wenn nicht, da gibt es. Ich bin keine froh, also ich wollte schon sagen, merci so für die flotte Konferenz. Etwas, was ja auch wichtig ist bei der Kutterrezeption, da seht ihr nicht mehr zum Schluss ganz kurz drüber gegangen, dass Nirwenzinger Kunst, die ja nicht wirklich revolutionär war, das interessant Kutter ist ja auch ein Artist independent, der von seiner Malerei lebt. Also so nicht, als der nicht Zesche Provence oder Architekt oder Schmatt oder Schlösser oder was auch immer an Nierland schon ein bisschen malt oder direkt von der Bâtiment public an. Und wenn man sich mal so anguckt, wen am Kall alles ausstellt, da sind ja oft Leute, die nicht hauptberuflich Künstler sind. An der Kutte, also in der Hinsicht an der Nachkriegszeit dann, für eine Reihe von Leuten, die wir auch alle gut kennen und die wir dem Teil auch schon gewesen haben an den letzten Jahren, dann ein Beispiel nicht am Sinn von, ich male wie der Kutter, aber ich will ein Artist independent gehen, und eventuell auch zu Lützeburg ausstoßen, und das erleben, wie der Kutter das gemacht hat. Und ich meine, wenn der Scholz hier geht und der Kutter mit dem Helgeschein weiß, dann hast du echt das Mensch, der man da gemeint, wie unbedingt die größte Maler von allen Zeiten. Ich meine, das ist auf jeden Fall eng ironisch, Konnotation auch beim Scholz du hast. Wobei ich noch muss sagen, dass der Kutter war ja mit einer Münchnerin bestört, die gewissen Reichtum mit sich bräuchte, sodass in einer langen Zeit sich auch gar nicht müssen. Geld zu machen, die Zeit, wie den Hitler und Mursch kommst. Man Dritte Reich, dann hat sich natürlich ein bisschen verändert, dann sie sind nämlich so liegen, so kommen aus Deutschland, wo dann eben auch, das sind auch immer weiter auch seine Blumensachen und die Sachen, die der Lützeburger Publik da mehr interessiert, was zu kaufen, weiter verkauft wird, mehr nach einer privilegierten Position kommen, für sich das zu leisten, zu der Zeit Artist independent zu sein. Ja. Ja, das ist ganz sicher, aber ich weiß, also beim Scholz ist es evident, beim Brandy wissen wir doch, aber auch nach einer Generation später. Also ich weiß, dass wie die Michel Majeros am Anfang, die mischt man ganz an Kontext, hätte man Kutter gar nicht zu dienen. Der Kutter war eine wichtige Identifikationsfigur für Jungen zu Lützeburg, den nicht sicher war, soll ich schmaler gehen oder nicht. Die noch vielleicht nicht immer den Support von den gebraucht hat. Also das ist eine Identifikationsfigur für Leute, die dann auf die wir wollen gehen, zu Lützeburg an der Nachkriegszeit. Ja, ich meine, dass es dann noch eine wichtige Bedeutung gibt, noch einfach für die Identität von der Lützeburger Kulturgeschichte und wie das so, das Identifizieren am Artist eine ganz wichtige Rolle gespielt hat. Ja, so bekommt der Titel Klamett an der Kurs noch eine weitere Bedeutung. Geht immer weiter. Geht immer weiter. Okay, dann sage ich nochmal merci. Freut mich, diesen schönen Abend zu beenden zu können. Und da gibt es aber noch ein bisschen Zeit, eine Stunde noch, um sich das Gemälde oben ansehen zu können. Da ist auch das Originalfahrrad noch dabei. Da fragt man, wie ist man mit so einem Fahrrad über die Pyrenäen gekommen, ohne Geschwindigkeit? Ja, genau. Ja, also krasse Geschichte, aber sehen Sie sich gerne an und wir sehen uns gerne wieder zurück hier ins Museum. Dankeschön.